Hallo und herzlich willkommen da zu City Skylines auf meinem Kanal. Ich starte heute ein neues Let's Play. Also nein, es ist eigentlich kein wirkliches Let's Play, es ist eigentlich eher ein Let's Test einmal. Also schon auch ein Let's Play, aber auch ein Let's Test, aber wie auch immer. Ich würde sagen, wir lassen doch mal los. Wir fangen an mit einem neuen Spiel. Falls ihr euch noch schnell interessiert wegen der Optionen, gehen wir da noch schnell rein schauen. Grafik ist Widescreen da, 1920 auf 1080, also Full HD, Fullscreen. Da habe ich keine Ahnung, was es soll sein, darum lasse ich es jetzt einfach mal sein. Und da haben wir einfach alles auf Very High und Zeug und Sachen und sowieso und überhaupt. Ihr kennt es ja. Würde ich sagen, Audiooptionen da, Musik auf 50%, Hauptvolumen, also Hauptlautstärke auf mehr oder weniger 50%. Gameplay, habe ich noch mal richtig angeschaut, wird schon in Ordnung sein. Und da, wir spielen das Ganze auf Englisch. Wir bekommen Tutorial Messages, also sozusagen Tipps. Und Auto Open Chirper Messages. Keine Ahnung, was das ist, ich schalte es mal aus. Ich glaube, das ist das Twitter-Teil, wo man kann ein- oder ausschalten kann. Nein, wir lassen es auch drin, da kann ich mich schon darüber aufregen. Wenn ich sage, wir starten mit einem neuen Spiel. So, und jetzt haben wir da mehrere Sachen zur Auswahl, ähnlich wie in SimCity eigentlich, wo man auch verschiedene Sachen kann auswählen, verschiedene Standorte. Sandy Beach, ich habe keine Ahnung. So, Green Plains sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder River Run. Obwohl, da kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen blöd wird zum Bauen, wenn man so viele verschiedene Flüsse um sich herum hat. Jetzt sehe ich gerade etwas. Da sehen wir auch noch gerade die Ressourcen, die dort dann rum wären. Das ist überall auch ein bisschen ausgeglichen, würde ich sagen. Mehr oder weniger. So Green Plains, das sieht doch nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Also da sieht man auch, wie viel Wasser das man zur Verfügung hat. Alles klar. Okay, jetzt sehe ich das. Also wir haben 74% Highway Connections, Train Connections, Ship Connections und Plane Connections. Okay, ich würde sagen, Green Plains, das klingt doch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir spielen doch gerade das. Sonst kann man da nicht sehr viel anderes einstellen, außer natürlich den Namen. Und unser Stadtname wird sein. Ich bin in solchen Sachen eigentlich immer sehr unkreativ. Wieso nicht einfach im Troll sein Königreich. Was denn sonst? Okay, also ich würde sagen, wir starten mal. Jetzt wird mal zuerst die Karte generiert und alles so Sachen. Und da haben wir gerade Tipps. Okay, also die sagen da, man soll Häuser oder was auch immer, Gebäude, genau, Gebäude habe ich gesucht, relokalisieren, das heisst vielleicht noch mit anders bauen, dass wir, oh, das ist jetzt aber recht laut da, wieso ist das so laut da? Jetzt muss ich schnell in die Optionen reingehen, das ist schon ein bisschen laut, das ist eigentlich das Ambient, gehen wir da einfach mal überall auf 50%, aber dass es für euch auch ein bisschen angenehmer ist und euch nicht gerade die Ohren raushauen, euch zu den Socken raushauen, wollte ich eigentlich sagen. Es ist immer noch laut, okay. Wie auch immer. So, also ähnlich wie bei SimCity, sehen wir jetzt da schon mal, haben wir einen Autobahnanschluss da. Und was einfach genial ist, man kann sehr weit reinzoomen. Finde ich wirklich cool gemacht. Und man sieht, wir haben da einen Fluss. Aber sonst sehe ich ehrlich gesagt nichts Besonderes, also irgendwie ein Zug oder... Da wäre ich glaube ich sonst ein Zug noch. Gleis. Okay, also da haben wir jetzt momentan halt kein Gleis, das macht überhaupt nicht so. Da haben wir das Teil.
Was erzählt euch das? Hello, this is Chirper. Keep an eye on what your citizens are talking about and what is happening around the world. You found me. Okay, ist schon mal sehr, sehr hilfreich gewesen. Also Twitter hat sich auch in City Skylines eingefunden. Wie auch immer. So, was machen wir als erstes? Wir machen als erstes eine Straße. Und zwar mache ich das wie eigentlich meistens so in SimCity auch. Ich würde das eigentlich gerne gerade haben. Erkenne ich das von Banished vielleicht. Da bin ich sehr, 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 sehr erpicht drauf, dass das Ganze immer schön gerade ist. So, und jetzt muss ich da zuerst mal ein Zweig finden. Also, da unten sehen wir das Datum. Heute ist der 14.3. Ja, das ist sogar live sozusagen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Milestones und das ist Areas. Ah, okay, alles klar. Da haben wir das Fragezeichen. Was sagt der uns? Keine Ahnung, interessiert mich nicht wirklich. So, jetzt haben wir da schon mal das Strassensymbol und sonst ist nichts aktiv. Also würde ich sagen, gehen wir da mal die Straße. Oh, und jetzt kommt da gerade der Tipp. Okay, Straße bilden. Wir können momentan nur die Kleinstrasse machen, da würde ich doch sagen, wir müssen das uns gut überlegen. Und zwar die Flussrichtung vom Fluss wird wahrscheinlich so runter sein. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Weil wir haben ja hier einen See. Ja, das ist eine gute Frage. Ist ja gleich. Wir könnten eigentlich schnell laufen lassen, dann sehen wir es. Ja, wie ich befürchtet habe, also so drauf. Das bedeutet, wir müssen unser frisches Wasser von hier holen und das Abwasser dann hier wieder reinleiten, dass wir dann hier kein Problem bekommen mit verschmutztem Wasser. Okay. Das bedeutet im Grunde genommen, dass die Industrie ungefähr hier oben wird kommen und da oben dann ein Wohngebiet wird sein, so mehr oder weniger. Build Roads, ja, ich bin dran, gell? Nur kein Stress. So, jetzt haben wir da mehrere zur Auswahl. Das sind die fetten Straßen, die noch nicht zur Auswahl sind. Das sind, das sind Kreisel. Finde ich sehr interessant. Brauchen wir aber mindestens 2600 Einwohner, dass wir so einen Kreisel bauen könnten. Würde ich sagen, fangen wir doch mal an, mal auf die 2600 zu kommen. Okay, also, würde ich sagen, wir bauen mal da runter. Und der tut da irgendwie einrasten, ich weiß nicht wieso. Space already occupied. Okay. Das gefällt mir so gar nicht. Kann man denn... Das kann man. So. Es wird ein bisschen Verkehr geben dort, aber es macht gar nichts. Ja, dann mache ich doch das mal so in dem Raster, was mir da vorgeht. So relativ weit raus. Da kann man natürlich auch noch Brücken bauen. Aber ich denke, Brücken bauen gerade für am Anfang braucht es noch nicht. Ich wollte mich jetzt zuerst mal da auf da oben konzentrieren. Okay. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Wasser. Okay. Was auch immer. Wasser. Da haben wir eine Pumpstation. Baue ich doch die... vielleicht da eine so. Ja, gerade so als Ende von dieser Straße finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Okay, und jetzt müssen wir ein Rohr haben. Jetzt ist die Frage, muss das verbunden sein? Muss es gleich drehen? Ja, es muss verbunden sein. Dann ziehe ich doch das gerade mal so da rauf. Bam. Das heisst, wir haben jetzt schon mal das Frischwasser. Und jetzt kommt natürlich noch das Abwasser, das ich ja eigentlich gerne da unten hätte. Das heisst, ich brauche Water Drain Pipe wahrscheinlich. Da haben wir noch eine Kläranlage, alles klar. Die interessiert mich jetzt momentan weniger, aber das da ist sehr wichtig. Also bam.
Und jetzt muss das natürlich einen Anschluss haben. So viel ich weiß. Ich glaube, die zwei müssen verbunden sein. Steht das irgendwo? The drain pipe pumps out wastewater. Remember to avoid pumping sewage upstream. Note that a drain pipe always requires a water pumping station to work properly. Road connection not required. So, okay, alles klar. Also das heisst so viel wie, das Teil muss verbunden sein. Und ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ich jetzt da nicht alles übersetze. Muss das so sein? Mache ich jetzt einfach mal so. Okay. Alles klar, also das dreckige Wasser wird schon mal rausgepumpt. Jetzt momentan noch gar nicht, weil das Ganze braucht jetzt natürlich auch noch Strom. Und Strom kommt jetzt. Jetzt haben wir auch mehrere Sachen zur Auswahl. Wir haben Windturbinen. Und ja, die bringen natürlich nicht sehr viel. Also die machen auch relativ viel Lärm. Noise Pollution 75. Und wenn man jetzt so ein Kohlekraftwerk anschaut, nur 50, dafür noch 50 Luftverschmutzung. Okay, ich denke, mit dem können wir leben. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze... Oh, das braucht natürlich jetzt einen Strassenanschluss. Dann schauen wir nachher mal, wie ich das machen will. Also wir haben hier 56'000 irgendwie. Muss ich mit diesen 56'000 jetzt auskommen. So, kann ich da irgendwie... Nein, kann ich nicht. More Options. Special tools available. Try using different tools to create curved roads or upgrade an existing. Ja, bla 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 bla. Okay, wo sind die? Da sind die. Okay. Ja, jetzt würde ich aber gerne so da über irgendwie. Geht das nicht? Was, wenn ich jetzt OK drücke? Aha. Das ist ja, sehr interessant, aber das bringt mir jetzt nicht gerade viel. Brechen wir das mal ab. Freeform Road, ja genau, das ist das, was ich brauche eigentlich. Also, wie mache ich das? Oh! Also heisst das eigentlich, ich muss... Ja, jetzt gehe ich da wieder raus. Da sagen... Im Grunde genommen so und... Nein, das ist echt zu viel. Das ist auch blöd. Ach. Geht denn das nicht einfacher? Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf da. Curved Roads, ja. Okay. Also, und ich möchte gerne eine Kurve haben. Da hinten. Irgendwie. Also, wenn ich das so mache. Ah, jetzt kommen wir dieser Sache näher. He? Ja, komm, machen wir noch das so. Bam. Das wird schon funktionieren irgendwie. Ah ja, die Straße habe ich ja gebaut, wegen dem Kraftwerk. Jetzt wollen wir mal schauen. Das Kraftwerk kann ich bis hier hin bauen. Ja, das finde ich eigentlich nicht mal so schlecht. Machen wir doch. Bam. Jetzt hat das schon mal Strom. Und jetzt braucht das natürlich auch noch Strom. Und darum muss ich jetzt da noch Strommasten ziehen. Ich hoffe, die können irgendwann mal unterirdisch machen, weil sonst wäre das irgendwie ein bisschen schade drum. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wie kann ich die auf der Straße bauen? Geht das? Das ist mich verarschen, oder? Wie soll denn das funktionieren? Das frage ich mich jetzt ernsthaft gerade ein bisschen. Eben, es geht nicht. Okay, also... Ich muss irgendwie von
da. Da über. So. Schön übers Wasser reingebaut. Tipptopp, das passt doch. Okay, jetzt müsste das Ganze auch Strom haben. Das heisst, das müsste jetzt schon mal funktionieren. Okay. Dann fangen wir doch mal an mit Quartier zu formen. Und ich mache das eigentlich immer gerne in so kleinen Quadrat. Mal schauen, ob es die Option gibt. Ja, ist jetzt gut. Was ist das da? Upgrade Road? Nein, das sollte ich nicht. Was ist das? Toggle Snapping? Keine Ahnung. Oh, jetzt tut es einmal einrasten. Alles klar. Ja, easy. Aber ich finde das eigentlich nicht mal so schlecht. Darum würde ich sagen, bauen wir doch da mal... Weißt du was? Das ist schlecht gewesen da. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ganze wieder rückgängig machen? Oh, da ist immer noch das dämliche Dings da. Muss ich schnell... Ja, komm weg. So. Das habe ich gesagt, genau. Bam. Und jetzt kann ich dann einfach schnell die Fettstrasse machen. Ja. So. Braucht es ja schon. Ah, ne, schließlich Autobahn und so. Okay. Dann gehen wir da nochmal auf die Straße. Jetzt die normale Straße. Oh, man hätte da noch die ganz dicke gehabt. Oh, weißt du was? Weißt du was? Hey, jetzt. Ja, ich hau jetzt ein bisschen sinnlos Geld raus. Ich weiss. Aber es muss sein, weil ich möchte eigentlich schon gern, dass wenigstens die beiden da richtig miteinander verbunden sind. Und wieso sind die so schräg miteinander? Ich verstehe es nicht. Ist die untere Straße echt zu wenig lang? Kann das sein? Schauen wir doch mal. Ja, es ist Tatsache. Dann müssten wir das jetzt können. Weißt du was? Scheiß drauf. Haben wir da halt so einen Knick drin. Oder verbindet sich die gar nicht? Mal, die verbindet sich so. Okay. Und jetzt kommen wir da nämlich wieder mit... Ach, was soll das denn? Ja, ich drücke immer ESC. Und jetzt kann man die nicht verbinden miteinander, oder wie ist das? Ach je. Okay. Dann muss ich ja da in dem Fall auch wieder eine dicke Straße nicht tun, hä? Auch nicht. Das geht auch nicht. Anscheinend. Wieso auch immer, dass das nicht geht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin das also rückgängig. Ich meine, wir sind immer noch am Lehren. Das sind da meine ersten Schritte in diesem Game. Also alles easy. Ja, dann machen wir das halt so. Wie es am Anfang war. Okidoki. Jetzt, ja, zu dem Quartier. Also eigentlich möchte ich gerne da hinten anbauen. Aber das wird wahrscheinlich von der Straße her ziemlich viel kosten. Schauen wir mal. Ja, es geht zwar. Okay, dann würde ich sagen da. So. Und dann würde ich doch da gerade mal die ersten Quartier machen. Das mache ich. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Vielleicht da so. Ja, ist jetzt gut. Ich möchte nicht weiterbauen. Sondern ich möchte einfach wieder so. Und dann da so. Oder muss ich... Nein, ich muss glaube ich noch eins näher. Das ist ein bisschen mühsam. Es ist ein bisschen mühsam. Nein. So.
jetzt sogar... ist ja gleich. Ist jetzt gleich, mir ist egal. Jetzt müssen wir das mal ausweisen als Wohngebiet. Wohngebiet. Okay. Dann lassen wir doch da mal laufen. Hurra! Das Wasser pumpt, Dingsbums, die Wasserpumpe ist gebaut worden, was auch immer. Bla. Ja, ist jetzt gut, danke, danke, danke. So, also die Leute haben dann schon mal Wasser. Ja. Okay, also das sollte ja funktionieren. Und wie sieht es aus mit Leuten? Kommen wir langsam Leute über? Da, ja klar kommen wir langsam Leute über. Schau auch an. Wunderbar. Also da machen wir so ein bisschen längere und danach machen wir wirklich so 4 Eckli. Also so Quadrat meine ich. Weil mir das einfach so passt. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wie ist das? Ist das etwa gleich? Ja, das ist etwa gleich. Okay, dann da nochmal. Und da nochmal. So, okay, dann tun wir dann nochmal ein bisschen Gebiet ausweisen. So. Also grün ist, also es ist ähnlich kalt wie bei Sims. Grün ist eigentlich, oh, jetzt muss ich da schnell Pause machen. Grün sind Wohngebiete. Blau sind Gewerbegebiete, also so gewerbliche Gebiete. Und gelb sind, ist Industrie. Industriegebiet. Und die Industriegebiete möchte ich eigentlich gerne da unten haben, dass es ein bisschen aufgeteilt ist. Und jetzt haben die natürlich weder Strom noch Wasser. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir natürlich das Wasser irgendwie von da unten, oder respektive von da hinten, da überbringen. Da kostet jetzt halt wieder ein Batzen, aber ist okay. So. Dann da oben. Bam. Ja, ich weiß schon, dass ich nicht ganz rauf müsste, aber hey. Und da auch noch. So. Also Wasser haben sie schon mal. Jetzt fehlt ihnen natürlich noch Strom. Strom kommt auch sofort. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir das einigermaßen schön herbringen da. Also. Muss ich mal schauen. Eigentlich wäre es am gescheitsten, wenn ich jetzt da dieser Straße entlang gehe, rauf. Bin so. Und dann da so über. Das müsste eigentlich... Oh, da könnte ich eigentlich noch ein bisschen weiter rauf gehen. Da muss ich jetzt da halt ein bisschen schräg bauen. Damit ich jetzt da kann überbauen kann. Genau so. Ich muss glaube ich nur in den blauen Bereich hineinkommen, wenn mich das alles täuscht. Ja komm, gehen wir halt gleich irgendwie... so, da, bam. Sieht sicher hässlich aus, aber macht gar nichts. Und jetzt haben die Leute wenigstens Wasser und Strom. Hoffe ich. Also das Wasser läuft schon mal und der Strom kommt auch langsam. Gut, das ist geschafft. Also die Nachfrage, da unten sehen wir immer die Nachfrage. Die Nachfrage ist momentan noch hoch an Baugebiet, Bauzonen für Wohnhäuser. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Ich bin Pionier, yay! Irgendwie Zeugs, Dings, das habe ich vergessen. Ah nein, eben, Wohngebiet wollen die ja haben, irgendwie. Wir haben dann ja schon ein bisschen Zeug ausgewiesen, also wir haben jetzt so Gewerbszonen, wir haben da wieder Wohngebiet. Und was fehlt dem?
dem fehlt Wasser. Das kann sehr gut sein. Habe ich dort kein Wasser aufgezogen? Mal, dort habe ich Wasser aufgezogen. Schön ruhig sein da. Also momentan läuft es. Wir machen momentan 1400 rückwärts. Das macht aber gar nichts. Weil ich jetzt da noch ein mehr Straßen ziehe. Was ist denn das? Geh weg. Tool, was? Nein. Was? Oh, ich habe kein Geld. Ja, super gemacht. Das erste Game angefangen und schon pleite. Mal schauen, wenn wir da ein bisschen schneller das ganze Land laufen. Vielleicht können wir irgendwann mal ein bisschen mehr Stutz über da. Ja, es kommt langsam. Es kommt langsam. Wir kommen immer mehr ins Plus. Also, wir machen dort mehr Schulden, sagen wir es mal so. Wir machen zwar immer noch, ich glaube, täglich so und so viel Minus. Aber wir bekommen wieder recht viele neue Leute dazu. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Blablabla, Research Facility, was auch immer. Ja, ist gut. Ich sollte eigentlich einfach wieder Geld bekommen. Geld ist eigentlich immer eine gute Sache. Jetzt fehlt da natürlich Industriegebiet. Die Industriezone könnte ich natürlich da ausweisen. Und zwar würde ich sagen, jetzt gibt es da irgendwo so eine Pinselfunktion. Small Brush. So. Das da ist alles Industrie und Office Zone. Da, die Zone, das habe ich gesucht. Weil auf dieser Seite möchte ich momentan noch nichts haben, weil ich ja noch nicht weiss, in welche Richtung dass ich bauen. Wir haben da recht viel Industrie schon. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wir machen zwar immer noch ein bisschen Minus, aber es läuft langsam. Ja. Ich muss zuerst Stutz haben und dann gibt es auch wieder Rohr. Es ist jetzt natürlich blöd, dass ich das Rohr nicht unter der Straße durchziehen konnte. Sagen wir es mal so, ich war zu faul, um das richtig zu machen. Aber mit ein kleines bisschen Glück sind wir da schon bald im Plus und dann sollte das Ganze funktionieren. Denke ich jetzt einmal. Also was die Nachfrage angeht, sind wir momentan recht gut dabei. Ich gehe jetzt mal aus dem Menü raus, da sehen wir mal also ein kleines Städtchen. Und was eben ziemlich cool ist an dem ganzen Spiel ist, man kann jeder einzelnen Person und also allem einen Namen geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Haus da, könnte ich sagen The Valley Residence, dann könnte ich da sagen, nein Mann, das ist Troll King Residenz oder so. Und das finde ich recht cool. Also das ist ziemlich, da hat zum Beispiel einen Hund. Den nennen wir jetzt mal einfach der Fifi, oder? So ein typischer Hundename, mehr oder weniger. Also irgendwann werden wir den Fifi wieder antreffen, vielleicht. Wo wohnt denn der Fifi wo? Der Fifi wohnt irgendwo da oben. Oh, congratulations, ich bin der Little Hamlet. Reach a population of 500. Okay, das Achievement bekommen. Ich kann jetzt Steuern erheben. Ich kann das Darlehen abheben. Dann kann ich eine Müllabfuhr machen. Ich kann ein Spital machen. Ich kann Schulen machen jetzt. Und das sind jetzt die Gebäude, die freigeschaltet worden sind. Also eine Schule, Grundschule, dann eine Klinik und eine Mülldeponie. Jo, was wir mit diesen Gebäuden so schön machen können und was wir damit machen, das sehen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oh, das funktioniert mit Leertasten Pause machen, das finde ich ja genialstens genial. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge von City Skylines und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, Cheerio und bye bye.